Durch unsere jährliche Familie kriegen wir verschiedene Segnungen. Was würden was von den Segnungen sein? Wir kriegen Gebetsungestattung, nicht? So, wir kriegen Gebete und auch wir beten auch für andere Geschwister im Herrn. Und das ist so fern zu weiten, dass andere für einen beten tun. Was noch? Was kriegen wir noch von unseren jährlichen Geschwistern? Gemeinschaft, das ist auch so sein, neidig. Dass wir taub mit anderen Kindern Gottes reden können, taub sein können, und Gott taub verherrlichen können und anbeten können. Was noch? Ja, mit sprechen. Ja. Uns wird manchmal ummaut, nicht? Wenn jemand kriegt, so geht es mir manchmal. Mein Maut ist nicht einmal eben rein so hoch. Ich kann so eine der, wo mir das sehr schön geht. Und dann andere der, ist das nicht so, geht das nicht so schön. Vielleicht sind da manchmal Troubles, was uns im Leben begegnen tun. Und dann fährt uns manchmal ein Maut. Und wir können einmal nach Gott gehen und er gibt uns nie ein Maut. Aber Gott braucht auch manchmal seine Kinder, andere Kinder Gottes Maut zu sprechen, nicht? Und deswegen ist es so gut und so wichtig, dass wir einander haben und dass wir nicht vergessen, dann einander Maut zu sprechen im Gott dahin. Noch ein Weich, wo wir unsere jährliche Geschwister halten können, das erwähnt ich auch all Ferien da, dass dort wir können uns die Zeit nehmen, Rotgeber zu sein für jüngere Christen. Auf Englisch würde einer sagen, wir würden gern Mentors sein für jüngere Christen. Und von der Mal ist, wo wir mit Gottes Hilfe sein, was das meint, ein Mentor zu sein für jüngere Christen. Wo lernen die Kinder und Jugendliche, was ihre Verantwortungen im Leben sind? Also nicht durch die Älteren, von den Älteren und von den Erwachsenen. Right? Wenn einer eine Arbeit fährt, dass der wird seine Abgabe, der Arbeiter bringen, was er von seiner Arbeiter verlangt. Und als Älteren habe ich auch die Abgabe und die Verantwortung, an die Kinder und Jugendliche bringen, was von ihnen verlangt wird, was sie tun sollen im Leben. Und das ja viele Dinge, was die Kinder und Jugendliche lernen sollen im Leben. Was sind das Beispiele von was Kinder und Jugendliche lernen sollen, was sie nicht bloß über sich selbst würden vielleicht weiten? Was kann wir ihnen beibringen? Ja, dass sie lernen, Gott zu fürchten. Was macht einer ihr schweiten, einer dort kommen? Gott erlebt haben, einer macht auch weiten, wer Gott ist, nicht? Viele weiten nicht, wer Gott ist. Dort Gott Bruder sehen in Herr Jesus ist. Und die machen auch weiten, was Gott für uns zu tun hat. Dort Jesus für uns gekommen ist und gestorben ist und dort wie durch Jesu Blut zu Gott seine Kinder werden kann. Die machen weiten, was dort meint, Gott zu hören oder an Gottes Familie zu hören. Wir machen weiten, was Gott von uns verlangen wird, wo wir leben sollen, wo wir Gott deuten können und so weiter. Und das sind alle Dinge, was die Kinder würden nicht weiten, wann sie nicht Gottes Wort hören und wann sie nicht uns hören, ihnen zu helfen, dort beizubringen. So, das sei fern und sei neidig, dort wie unsere jüngere Christen und unsere Kinder und Jugendliche diese Dinge beibringen, down. Dass sie in ihren Glauben wachsen können und in Gottes Wort auch teilnehmen können. Dort ist nicht einmal leicht, ein Mentor zu sein. Und wenn einer kann, ein Mentor sein mit einer jüngeren Christen, wir nennen dort eine Mentorship, nicht? Von der Predigtbreite, wir haben von dem Mentorship-Programm hier, nicht? Wo eine
eine Experience-Prediger mit einer jüngeren Bruder oder Schwester geschaffen hat, so dort die auch von der Prediger lernen kann, zu wissen, was mein Prediger zu sein und wo einer dort Predigerarbeit tun kann und so weiter. Aber ein Mentorship-Programm kann wir auch haben, nicht? Das ist nicht bloß für die Prediger gemeint. Wir als Erwachsene, Paulus sagt, wir sollen nicht Kinder im Herrn bleiben, nicht? Wir sollen wachsen und teilnehmen und dann unsere Abgabe auch ansehen, was wir haben für Gott und wie die jüngeren Christen auch Dinge beibringen dann. Und so weiter. Und das heißt ein Mentorship-Programm oder Mentorschaft. In so einer Beziehung ist nicht was und Gottes Wort fingen wie mehrere so eine Beziehungen. All im Alten Testament fingen wir was Beispiele, weil wir unsere Bibel in dem 4. Mose aufmerken, wer mal lesen will. In 4. Mose 27, Kapitel 27. In 4. Mose 27, an den Versen 12 bis 23 lesen wir, wo besorgt Moses für das Volk Israel war, wie es Gott am See, dort er erst wird sterben wird. Und dann sagt Moses zu Gott in den Versen 16 und 17, Herr, du Gott, von dem alles Leben kommt, sagt einen Mann an, über das Volk, der an vorabgeht, wann sie rütgehen und auch wann sie drin ankommen. Das Wort ihnen gemeint, eine Herd sein als Schub, der keinen Hort hat. Und wen hat Gott gewählt, um Moses zu ersaten? Josua, Reich. Dort wir Josua. Vers 18 sagt, der Herr sagte Moses, nahm nun seinen Sohn Josua einen Mann, an dem der Jest aß, und leih ihm der Hund ab. Und dort wir kein Zufall, dass Gott Josua gewählt hat, um Moses zu ersaten. Während der 40 Jahre in der Wildnis nahm Moses Josua als seine Protégé oder Lehrling an. An der 4. Jahr hat Josua von Moses viele Dinge gelehrt, die am Luther als Leder über Gottes Volk halten wird. Und ich will ein paar von den Beispielen erwähnen. Gottes Wort sagt uns in 2. Mose 17, Exodus 17, wo die Amalekiter der Israeliten bei Rephidim angreifen. Und dann Vers 9. 2. Mose 17, Vers 9. In Vers 9 sagt Moses zu Josua, les die Männer üten Gurut mit der Amalekiter zu kriegen. Wer soll das? Josua. Josua soll das tun. Josua soll das Volk Gottes am Krieg leiten. Was glaube ich, woran hat Gott zu Moses gesagt, dass Josua das tun soll? Wären das nicht andere Männer? Vielleicht sogar noch andere Männer, die mehr Erfahrung haben, als was er hat. Woran Josua? Was soll Josua durch lernen? To be a good leader, ja. Und besonders, wo er sein Volk an all diese Kriege leiten kann, nicht? Luther wird er sein Volk durch alle Hunde Kriegen führen machen und er soll einen militärischen Leader werden und hier kann er unter Moses lernen, was er bedienen wird. Er wird auch an jegliche Sachen trainiert. Wir lesen an 2. Mose 24, bloß ein paar Kapitel wieder, 2. Mose 24, an die Verse 12 und 13. 2. Mose 24, Verse 12 und 13, der Herr sagte Moses in Verse 12 und 13, kommt hier nach mir ab dem Berg und wach hier, ich will die steinerne Tufeln geben, obwohl meine Geboten und Vorschriften sind, der je jünd ungerechten sind. Und so mögt Moses sich reuen mit seinen Halber Josua, um ab den Gottesberg zu stehen. So Gott will unbedingt haben, dass Josua mit Moses soll sein, wann Moses das Gesetz Gottes kriegen wird. Ist das nicht interessant? Dass du auch soll sein? Dass auch antworten soll, dass das, was Moses kriegen wird, von Gott kommt? Nicht? Das ist sehr wichtig für ihn. Dass auch dabei wir, der soll Moses Luther ersaten. Josua hat auch von Moses gelehrt, wo wichtig das Gebet ist. Als Bibelleser weit wie wo Moses einmal war in sein Zelt, ein Büter im Leer hat, und wo er dort abstellen hat, so dass er mit Gott persönlich reden kann.
Aber haben wir mal 2. Mose 33, Kapitel 33, Vers 11 durchgelesen. Und das Vers wird viel zitiert, aber nicht einmal ganz gelesen. 2. Mose 33, Vers 11. Der Herr redet direkt mit Moses, so als ein guter Freund mit den anderen. So diese wird worden viel zitiert und geredet und gesagt. Aber wo geht es dann wieder? Wenn Moses dann Tränen Lehrer kam, bleibt Moses sein junger Halber, Josua, nun sein Sehen doch im Zelt. Josua bleibt im Zelt. Was tut er da? Er redet zu Gott. Er will in Gottes Gegenwart bleiben. Moses hat noch andere Dinge zu tun, als Lehrer über sein Volk. Aber Josua kann länger bleiben. Er kann noch länger mit Gott reden. Und das weist uns, wo wichtig das Gebet für Josua wird. Und das hat er von Moses gelehrt. Moses konnte mit Gott reden, als ein Freund mit seinem Freund redet. Und Josua hat das auch können tun. Und das hat er von Moses gelehrt. Was hat Josua noch von Moses gelehrt? Wo wichtig dort ist, auf Gott zu verlauten. Als das so weit wir, dass die Israeliten Spionen in der Kanaan schicken deuten, um das Land zu siegen, war Josua als ein von den 12 gewählt. Und bloß 2 kamen mit ermutigenden wir 3, das wir Kaleb und Josua. Josua hat gelehrt, seinen Glauben in Gott zu sagen. Die anderen Menschen, bitte Kaleb, die hatten alle Angst, die sagten, wie kann das nicht? Die Menschen dort, die Völker dort, die sind zu stark für uns, wie wollen die nicht überstunden können? Aber Josua und Kaleb, die sagten, nee, mit Gottes Hilfe wollen wir abtreten. Das wird möglich sein. Gott wird mit uns sein. Er wird für uns kriegen. Er hat gelehrt, sich auf Gott zu vertrauen. Hat Moses Josua nicht gewählt, um sein Lehrling zu sein, wird Josua Luther niemals ein guter Lehrer gewesen sein. Das habe ich von Moses gelehrt. Wir würden auch andere alttestamentliche Beispiele von Mentorschaft betrachten können, zum Beispiel von Elia und Elisa oder von Samuel und David. Aber wir wollen nur das Neue Testament sehen. Und das beste neutestamentliche Beispiel für Mentorschaft wird Jesus mit seinen Jüngern sein, nicht? Wird es nicht? Mentorschaft wie einer von den Hauptgründen, warum Jesus Mensch wird. Ja, er kam, um sein Leben anzugeben, um Fehler loszukehren, so es er in Matthäus 20, Vers 28 sagt. Aber er kam auch, um uns zu helfen, Gottes Wort reich zu verstehen und uns zu wiesen, wo wir sein Wort persönlich anwenden und ausleben können. Und das ist gerade, was eine Mentorschaft ist. Und als er Tränen im Himmel fuhr, dann befahl er uns, das auch zu tun. Lass mich Matthäus 28, Verse 18 bis 20 lesen. Matthäus 28, Verse 18 bis 20. Matthäus 28, 18 bis 20. Jesus sagte zu seinen Jüngern, mir als alle Gewalt gegeben im Himmel und auch aber ihr, dann gut nu die Völker von der Welt, und merkt an die Lehrlinge und deutet an in den Namen von dem Vater, von den Sehnen und von dem Herrlichen Jesus. Lehrt an alles zu tun, was ich ihnen befohlen habe. Sei wie soll nicht bloß ut alle Völker Christen merken. Lieber Lehrlinge. Und dort ist viel spannender, Lehrlinge zu merken als Christen. Und das braucht viel mehr Energie und auch viel mehr Zeit. Aber das ist, was Gott von seinen Kindern verlangt. Wenn wir Lehrlinge haben, das meint so viel, dass wir Lehrer sind, dass wir Mentors sind. Und was meint das, ein geistlicher Mentor zu sein? Weil als Antwort fingen wir an Einleitungstext aus 1. Thessalonik Kapitel 1. 1. Thessalonik 1. Und das Brief wird von dem zweitbesten neutestamentlichen Beispiel für einen Mentor geschrieben, und das ist der Apostel Paulus. Wer wird hostig ein von Paulus seine Schüler nennen kann, oder einer, der Paulus gelehrt hat?
Timotheus. Ja. Und wir, Paulus, Mentor bloß über Timotheus oder wir noch andere? Wir noch andere. Über wie weiten das ganz meiste von Timotheus. Noch eine Frau. Wer wir Paulus sein Mentor? Wer hat am viele Dinge beigebracht? Ein paar Dinge, ja. Aber du wir noch ein anderer. Lüder? Okay, als er noch Jud war, ja, dann hat er viele Dinge unter Arm gelehrt. Barnabas. Der andere Kinder Gottes, die wollen Paulus nicht annehmen. Die hat ihm nicht geglaubt, dass er nicht Kind Gottes war. Aber Barnabas stand für ihn an. Und er nahm an. Auf seine Missionsreise mit und hat ihm viele Dinge beigebracht, was mein Christ vom Herzen zu tun. Aber Paulus wie auch eine sehr gute Mentor über Timotheus und noch andere. Und wir weiten von seinem Brief, von Paulus seinem Brief, dort er auch für viele andere Menschen ein Mentor war. Und er war eine sehr ferne Mentor. In 1. Thessalonik 1 fingen wir fünf Hauptpunkte oder 5 Dinge, die Paulus als Mentor teilt. Und dort sind diese 5 Dinge, die wir auch als Mentors tun wollen, um andere an ihre christliche Wandel zu helfen, besonders unsere Kinder und unsere Jugendlichen. Wir wollen die ersten 2 Punkte von der betrachten und dann die ewigen 3 Punkte nächste Sonntag betrachten, so Gott will. So erstens hat Paulus seine Lehrlinge Wort beigebracht. Er sagt in 1. Thessalonik 1, Vers 5, das Evangelium hat je nicht bloß mit Wort gekriegt. Und dort sagt das Evangelium nicht bloß mit Wort gekriegt haben, meint so viel, dass Paulus an, dort Wort Gottes gepredigt hat. Ein Kommentar sagt Folgendes, und hier sind sehr wertvolle Gedanken bei. Ein geistlicher Mentor zu sein, meint ein Lehrer zu sein. Wir proben nicht bloß unsere Lehrlinge zu bringen, wo sie was tun können, aber wir helfen an, die Fragen zu beantworten, die viele nie Christen haben. Und das schlägt auch die Hauptwahrheiten von Gottes Wort an. Zum Beispiel, wer Gott ist, Vater, Sohn und Herr Jesus, was der Mensch ist, was Sinn ist, was Erlösung ist und so weiter. Und das meint nicht, dass wir erst Experts über diese Dinge machen sein, wie Mentors können sein, aber wir würden sagen, grundlegende Antworten zu diesen Fragen geben können oder anweisen können, wo sie mehr Informationen über diese Themen finden können. Und manchmal ist die beste Ungerecht, wo die Lehrer und Lehrlinge taub Gottes Wort studieren tun, um ihre Antworten zu schweren Fragen zu finden. Und das stimmt. Und manchmal waren wir von jüngeren Christen, oder manchmal waren jüngere Christen ans schwere Frauen stellen. Ich weiß, unsere Kinder, die sind noch klein und jung, und sogar die haben als schwere Frauen für mich. Wo wird der Himmel sein? Wo schein wird er durch sein? Wo herrlich wird er durch sein? Wenn einer stirbt, wo geht einer hin, was Jesus trägt? Das ist eine schwere Frau, nicht? Und manchmal, wenn jüngere Christen uns so eine schwere Frau stellen, dann, und wir nicht kurz eine Antwort für ihn haben, was wird einer tun sein? Was wird einer zu anderen sein sollen? Bloß hast du was abmerken und denken? Nee, da kann große Schulden tun und da nur da. Was soll einer tun, wenn einer kurz nicht eine Antwort hat für eine schwere Frau? Ja, lass mich darüber denken und beten oder zu sagen, das ist eine gute Frau, die du hast, ich kann nie nicht eine Antwort zu tun, lass mich bitte ein bisschen Zeit haben, um eine Antwort für die zu kriegen. Oder was wird einer noch tun können? Ja, die Bibel studiert, mag der jüngere Christen dort taub tun, nicht? Vielleicht muss die Zeit nehmen in sein Kind, aber wenn die mal Zeit hast, du hast eine gute Frau, vielleicht habe ich taub Gottes Wort studiert und vielleicht habe ich taub dann eine Antwort zu dieser Frau finden. Und du darfst wissen, wie die jüngere Christen, wo sie selbst Antworten aus Gottes Wort finden können für ihre zukünftige Frauen. Für ihn ist das auch was sehr verändert, wenn wir
der dort beibringen, wo sie das tun kann. Unseren zweiten Punkt fingen wir an die Verse 5 und 6, und die will ich weiter für uns lesen. 1. Thessalonik 1, Verse 5 und 6. Paulus sagt, das Evangelium hat je nicht bloß mit Wert gekriegt, Gott seine Kraft und der Heilige Geist wären der Hänger, und wir können mit großer Gewissheit reden. Je weiten, wo wir uns manchen benommen haben, wie wir jün Gott, und je haben uns und den Herrn Jesus zum Vorbild genommen. So Paulus sagt, je haben uns und den Herrn Jesus zum Vorbild genommen. Um ein jährlicher Mentor zu sein, machen wir mehr als bloß Ungerechten. Wir machen dort, wo wir Ungerechten selbst annehmen und ausleben, so dass die jüngere Christen sein kann, was dort meint, Christ zu sein. Wie kann ich bloß sein, da wo ich sei, wie man sein kann, da wo ich dort da. Das ist, was Paulus muss sehen. Wir können als Beispiel annehmen, was mein Christ zu sein, kriegt es ein Nachahmer Christi wir, nicht? Ich habe unsere Jugendlichen mal eine Jugendstundenlektion gebracht, aber wo wichtig das ist, dass sie gute Beispiele sind, besonders zu denen, die gerade an die Jugend angekommen sind. Und wenn Jugendliche all die Verantwortung haben, gute Vorbilder zu sein, wo viel wichtiger ist es dann nicht, liebe Geschwister, dass wir als ihre Mentors auch gute Vorbilder sind. Kinder und Jugendliche beobachten ihre Eltern sehr. Und auch andere Erwachsene an der Gemeinde. Besonders wenn wir eine Amt an der Kirche haben, nicht? Vielleicht im Vorstand oder in der Sonntagsschullehrer, was immer wir für eine Amt hier an der Kirche haben. Die Kinder, die beobachten sehr, wo wir uns benehmen, wo uns Handel ist, wo wir reden, wo wir über andere reden. Die denken viel mehr über diese Sachen, als was wir uns verhebst feststellen. Die beobachten uns. Und sie wollen von uns sein, wo sie dort, wo sie in Gottes Wort lesen, anwenden und ausleben können. An Gottes Wort beizubringen als fern, aber das ist nicht genug. Ich glaube, die meisten von uns wollen mit YouTube bekannt sein. Nicht? Wir haben mal von YouTube gehört. Ja, ich glaube, wir haben alle, nicht? Und das kann was sehr fern sein, right? Viele brauchen YouTube, um zu finden, wo sie was tun können. Zum Beispiel, wenn die fertig tröbeln wird, dann kannst du da bloß in YouTube tippen. Und dann kommen allerhand Videos vor, die wiesen dann, was einer tun kann, um das fertig zu fixen. Manchmal hilft es nicht. Manchmal wird einer dann selbst bloß mehr Schulden, um fertig zu tun, als reparieren, nicht? Weil einer selbst nicht ganz versteht. Ein Verwandter von mir, der fängt sein eigenes Business an, Häuser zu abfixen. Und dort hat mich sehr gewundert, wo er das tun kann. Er hat niemals eine Schule gegangen, um Construction zu lernen. Und dann fängt er Leute an, alles was er tut, ist, wenn er einen Job kriegt, dann tippt er dort an YouTube an, wo einer dort tun macht, du lehrt er dort und dann lehrt er dort. Ich meine, für Arm ist dort dann genug und hoffentlich gleicht Arm dort meistens. Aber viele Menschen, die brauchen YouTube, um Dinge zu lernen. Und liebe Geschwister, kriegt so etwas mit uns als Mentors. Einer kann auch von Büchern viele Dinge lesen, nicht? Wo einer was tun macht. Aber für uns, das ist so viel leichter, und für uns eine Sache zu verstehen, wann wir dort persönlich mit unseren Ehren sein können, wo das schaffen wird und wo einer was fixen kann und alles, nicht? Und kriegt so jeder für unsere jüngeren Menschen. Die wissen, was Gottes Wort sagt. Die hören dort eine Kirche und die lesen Gottes Wort zu, aber um ihn zu wirklich helfen und beizubringen, wollte mein Christ sein. Dann kicken sie nach uns. Die wollen mit ihrer Ehren selbst sein, wollte mein Christ sein. Wollte mein Gott über alles lief zu haben. Und uns nur so gut sein als uns selbst. Dort wollen sie an uns sein.
Und wenn wir endlich dort beibringen können, wo sollen sie lernen, was dort bedienen wird, Christ zu sein? Die wollen Vorbilder haben. Jesus sagt, dann gut nur die Völker von der Welt und merkt an die Lehrlinge. Und das ist wieder ja ein Krieg so gut für uns, liebe Geschwister. Paulus wisst, was er meint, ein Mentor zu sein. Und wir wollen von ihm lernen. Hat Paulus was gekostet, um ein Mentor zu sein? Was hat ihm gekostet? Ja, Lieden, ja. Was noch? Zeit? Braucht er nicht Zeit, um anderen Menschen was beizubringen? Besonders wenn es Akzent und wird schwerlierig. Und Geduld dann, kurz noch auch. Zeit und Geduld. Und manchmal kostet uns Wort Geld, wenn wir wollen Mentors sind. Vielleicht nehmen wir die jüngeren Christen mal ut für einen Kaffee oder eine Multit, um zu sein, wo er dort geht, am Gott ein. Das ist ein Investment. Und wenn wir ein Investment haben, dann do wir was nehmen, um so dort wie Leute was rückkriegen können, nicht? Und dort sind unsere Kinder und die Jugendlichen. Wir investieren Zeit und Geld und Geduld und all diese Dinge nehmen, um so dort Gott Leute was rückkriegen kann. Viele Menschen, die kicken die jungen Menschen und die sind bloß eine große Last. Die sind ein Investment. Und wir haben die Gott gegebene Verantwortung, Mentors zu sein für unsere jüngeren Christen, für die Kinder, für die Jugendlichen. Und wenn Menschen reden dann und sagen dann, guck mal, wo die Kinder von der Tag sind, wo die Jugendlichen von der Tag sind, dann war ich erst fragen, und betest du für dich? Brauchst du ihn zu helfen? Brauchst du Zeit, um mit an zu sein und an Dinge beizubringen? No, das tue ich nicht. Well, wo sollen sie dann weiten, was mein Christ zu sein? Was sie tun sollen, was sie nicht tun sollen. Paulus brach an Gottes Wort bei. Und um die jüngeren Christen ungerechten zu können, müssen wir erst weiten, was Gottes Wort sagt. Und manchmal wollen sie uns auch schwere Fragen stellen. Wenn wir die Antwort nicht verzweiten, dann können wir die in Gottes Wort siegen und auch jüngere Christen beibringen, wo sie selbst Gottes Wort studieren können, um Antworten zu finden. Zweitens, um ein geistlicher Mentor zu sein, müssen wir mehr als bloß Ungerechten, wir müssen dort, was wir Ungerechten auch ausleben. Unsere Lehrlinge wollen ein Beispiel sein, von was es meint, Christ zu sein. Unsere Duden, unsere Worte wollen viel klarer und lauter anreden als unsere Wert. Und deswegen ist es so sehr wichtig und nötig, dass wir immer proben, gute Beispiele zu sein. Und Paulus sagt, das heute könnt durch den Heiligen Geist tun. Und das wird uns auch fehlen wird, nicht? Durch Gottes Kraft können wir gute Beispiele für unsere Kinder und Jugendliche sein. Und mit Gottes Hilfe, wo wir nächstes Sonntag die letzten 3 Punkte untersuchen, wo wir für jüngere Christen gute Mentors können sein. Mag Gott uns helfen. Amen.